Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk, beziehungsweise einer kleinen Reaction. Wir gucken uns die Pressekonferenz an von der Vorstellung von Thomas Tuchel. Das Ganze soll in 2 Minuten losgehen. Ja, und von daher würde ich sagen, blende ich schon mal um und dann ziehen wir uns das Ganze mal rein. Was mich ein bisschen erschrocken hat, Didi Hamann und ich sind einer Meinung. Ja, zum Thema Thomas Tuchel und der Entlassung von Julian Nagelsmann. Das sollte mir ein bisschen zu denken geben, weil ich bin nie einer Meinung mit Didi Hamann. Aber diesmal ja. Ich sehe das genauso wie der Didi. Meine Brille beschlägt immer noch. Ich habe gerade Sport gemacht. Und bin auch noch mitten im Frühstücksessen. Von daher werde ich jetzt hier nochmal einen kleinen Cut machen. Und wir sehen uns dann direkt wieder, wenn es hier losgeht. So, rein geht's, Leute. Ja, guten Morgen. Mach mal lauter. Junge. Guten Morgen und herzlich willkommen heute hier zu unserer Pressekonferenz in der Allianz Arena, die anlässlich der Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Thomas Tuchel stattfindet, aber wir wollen es diesmal zweigeteilt machen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, zuerst Ihre Fragen an Oliver Zuerst draufhauen auf die Bosse. Bezüglich der Freistellung von Julian Nagelsmann. Und danach werden wir den Thomas Okay, es könnte eine interessante Pressekonferenz werden, damit man ihn dann vorstellen kann und wir Ihre Fragen dann zu Thomas Tuchel haben. Ich starte vielleicht gleich mal mit einer Frage an unseren Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn. Warum kam es zur Trennung von Julian Nagelsmann? Ja, zunächst mal danke, Stefan. Ich glaube, die letzten Guckt der denn so gequält, der Olli? Für uns alle schwierig. Es waren keine einfachen Tage und gehen Sie davon aus, dass es auch die ein oder andere Nacht gab, in der ich nicht wirklich gut geschlafen habe. Das sind auch so die Seiten dieses Jobs, die nicht besonders viel Spaß machen, aber das gehört eben auch dazu, vor allem wenn man sich Nein, du machst doch nicht sowas. einen Trainer freistellt und dahinter steht ja auch ein Mensch, Julian Nagelsmann, mit dem wir jetzt 2 Jahre zusammengearbeitet haben und es hat sich auch nichts groß verändert. Julian ist, wissen wir alle, ein exzellenter, ein sehr, sehr guter Trainer und ich glaube auch menschlich haben wir uns in diesen vergangenen 1-3/4 Jahren doch ja immer gut verstanden und auch gut zusammengearbeitet. Aha, wenn das alles so toll war, Olli, warum ist er denn dann weg? Und es ist auch unsere Verantwortung und Aufgabe, für den sportlichen Erfolg zu sorgen. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, naja, wo kommt denn das her, dass die Leistungen der Mannschaft, dass es da so große Schwankungen gibt. Und ich habe ja auch irgendwo gehört, wir hätten irgendwie, das wäre eine Panikreaktion oder sonst irgendwas. Das hat mit Panik überhaupt nichts zu tun. Ja, das ist auch Schwachsinn, die Aussage. Wir haben alles uns genau angeschaut. Wenn das da bin ich beim Olli. Reaktion aus der Emotion heraus gewesen wäre, dann hätten wir die ja eher dann am Montag gleich getroffen. Aber das so sieht's aus. Haben wir ja nicht getan, sondern wir haben uns alles nochmal angeschaut. Und ich habe es gerade gesagt, ja, wo kommen diese Schwankungen her? Und das Ganze hat ja schon so ein bisschen auch in der letzten Saison begonnen. Ein bisschen? Guck dir mal meine Analysen an, Olli. Konstanten Leistungen, Villarreal, dann auch Gladbach. das Pokalspiel gegen Gladbach. Ja. Trotzdem ist diese Mannschaft immer auch in der Lage, ja, Highlights zu setzen, großartige Leistungen zu bringen, aber dann eben auch immer wieder unverständliche
zeigt sie unverständlich. Das ist, was ich sage. Deswegen muss da ein Typ hin, der Bam macht. In der Tuchel ein passt oder perfekt anderen dafür. Situation. Wir haben dann Harte den Hand. Kader nochmal verstärkt vor Beginn der Saison. Und ich denke, wir haben jetzt da einen der besten Kader in Europa. Und trotzdem... Kannst du ruhig dann der Welt sagen, Alter. Europa ist schon der Maßstab. Ne? Die Leistungskontinuität der Mannschaft nicht wirklich besser geworden. Und jetzt dann auch mit dem Beginn der Rückrunde können wir natürlich einmal mit den Resultaten, aber auch mit den häufig gezeigten Leistungen nicht zufrieden sein. Das ist einfach der Anspruch. Olli, meine Worte, Alter, die ich gestern gewählt habe. Wir als FC Bayern München haben, das ist der Anspruch, So der in der DNA des FC Bayern verankert ist. Und wir alle wissen, wir haben dann nach der Winterpause mit 3 Unentschieden sind wir dann gestartet, sind dann sehr, sehr schwer in die Saison gekommen. Und wenn man sich eben jetzt dann zum heutigen Tag alles anschaut, dann haben wir aus 10 Spielen 5 in der Bundesliga gewonnen, 3 unentschieden gespielt und 2 verloren. Ich wiederhole mich gern nochmal, das ist nicht Bayern-like. Unser Anspruch. Und auch die Mannschaft hat es ja schon artikuliert. Und deswegen mussten wir dann irgendwann reagieren, eben eine Entscheidung treffen. Und wir alle wissen, die Ziele. Alle wissen, wir können keine 6 Spieler rauswerfen, wa? Sind immer die also höchsten. geht der Trainer. Und natürlich hätten wir uns es jetzt einfach machen können. Ja, wie denn? Und hätten jetzt es weiterlaufen lassen können und hoffen können, dass wir jetzt endlich diese Konstanz bringen, die wir uns alle wünschen. Ich glaube, wir haben die Spiele gesehen, wir haben das Spiel gesehen gegen Paris Saint-Germain, wo die Mannschaft ja gezeigt hat, was sie kann und zu was sie Sprich es aus, Olli. Sprich es aus. Die Mannschaft spielt nicht für den Trainer. Da wir aber jetzt unsere Ziele Sprich es aus, Alter. Nicht nur für diese, sondern dann eben auch für die nächste Saison traurig, einfach als gefährdet angesehen aber so haben, ist es. Sind wir irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass wir Julian freistellen. Also unterm Strich war das sehr, sehr wohl überlegt. Es war ein Prozess und ganz bestimmt nicht jetzt hier irgendeine emotionale Reaktion wegen eines Spiels. Ja, vielen Dank, Oliver. Hassan, der Zeitpunkt der Entlassung war für viele überraschend. Warum ausgerechnet dieser Zeitpunkt so zu dem Zeitpunkt der Saison, wo es in die heiße Phase geht? Naja, erstmal, ihr könnt euch ja vorstellen, wie schwierig das für mich emotional ist. Julian, jetzt übertreibt doch nicht Brazzo, Alter. Das zu beenden. Dass der Olli schon so gequält geguckt hat gerade. Sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit gehabt. Es ist wirklich schwer gewesen, diese Entscheidung zu treffen. Ich weiß, es ist auch keine populäre Entscheidung in diesem Moment. Für mich schon. Man kann sie verstehen oder auch nicht, aber wir haben uns das, wie der Oliver das gesagt hat, wohl überlegt, nach bestem Wissen und Gewissen und haben für den FC Bayern die beste Entscheidung unserer Meinung nach getroffen. Wir haben angefangen im März letzten Jahres. Machen wir uns nichts vor, wenn der Tuchel nicht nicht da gewesen wäre, verfügbar, wäre der Nagelsmann immer noch Trainer. Diese Leistung überhaupt nicht gebracht haben, wo wir unverständlich Spiele aus der Hand gegeben haben, verloren haben. Im September auch wieder eine Phase gehabt, wo wir uns schwer getan haben. Vor der WM haben wir das ordentlich gemacht, sehr gut gemacht. Ja. Aber wenn man, und das haben wir natürlich alles analysiert, ist ja auch unser Job, wenn man jetzt den zweiten Part der Saison haben Sie ja endlich mal einen YouTube-Kanal entdeckt und haben sich meine Analysen angeguckt.
dass es jetzt auch keine Phase mehr ist, sondern einfach diese Konstellation nicht mehr gepasst hat. Wir haben, wie Oliver gesagt hat, von 10 Bundesligaspielen 5 verloren und vielleicht von diese 5, die wir gewonnen haben, auch uns sehr schwer getan haben. Vielleicht auch von denen 2 hätten unentschieden spielen müssen. Wenn diese Leistungskurve ständig nach unten geht, wenn die Spieler nicht in Topform kommen, wenn die Entwicklung genau in die andere Richtung geht, auch wenn wir natürlich zwischendurch, muss man auch sagen, dieses Paris-Duell sehr, sehr gut gemacht haben. Und das ist, was ich sage, die Mannschaft spielt nicht mehr für den Trainer. Champions League ist der Mannschaft wichtig, da spielen sie für sich. Das Spiel gegen Leverkusen angeschaut hat, wo wir wirklich erste Halbzeit überhaupt nicht da waren, gar nichts, keine Zweikämpfe richtig geführt haben, uns vorgeführt haben, natürlich von der Mannschaft, die auch Donnerstag schon gespielt hat. Ganz genau. Mussten wir natürlich uns Montag hinsetzen und nochmal Spiel für Spiel, nochmal Phase für Phase anschauen, analysieren und wie ich schon gesagt habe, haben wir gesehen, dass das keine Phase mehr war, sondern dass diese Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gepasst hat und mussten eine Entscheidung treffen. Brazzo, sprichst du doch jetzt auch endlich aus. Du hast es jetzt schon halb ausgesprochen. Wie ich schon gesagt habe, ist keine einfache Entscheidung gewesen. Mannschaft spielt halt nicht für den Trainer. Wenn diese Leistungskurve nach unten zeigt, ständig, aber dann muss man reagieren, dann muss man kann schlecht 6, 7 Spieler rausschmeißen. Eine Entscheidung treffen. Ja, vielen Dank, Hassan. Viele Handzeichen. Torben Hoffmann. Ist aber dann natürlich auch die Schuld des Vorstands, ne, der schon vorher hätte klar sagen müssen, hier, das ist unser Trainer. Und Sie dann letztendlich auch in der Öffentlichkeit für ein Bild abgegeben, bringt Leistung, oder eigentlich von allen Vereinsverantwortlichen in den letzten Wochen, muss man ja sagen, das liegt noch gar nicht so lange zurück, doch klare Bekenntnisse in die Richtung von Julian Nagelsmann gegangen sind. Es hieß Langzeitprojekt, wir planen mit ihm, super Trainer, die Diskussionen kommen von außen, kommen von uns, wie auch immer. Warum dann diese klaren Bekenntnisse zu Julian Nagelsmann, um dann eben jetzt in der Länderspielpause dann doch zu entscheiden, den Trainer zu entlassen? Hätte man das nicht anders moderieren können? Also, ganz klar, also wir haben ja bis zur letzten, von der ersten bis zur letzten Minute, bis 23 Uhr am Sonntag an Julian geglaubt und an das Trainerteam geglaubt, und haben den unterstützt. Ich glaube, jeder weiß, wie vertrauensvoll diese Zusammenarbeit war, wie wir uns gegenseitig unterstützt haben, wir immer da mit dem Rat zur Seite gestanden sind. Wir haben viel diskutiert, haben über Trainingseinheiten, über Spiele, über uns immer das ist ja, was ich sagte, Leute, in meinem Video gestern. Man hört es ja jetzt hier auch. Immer zu unterstützen. Aber er hat sich halt von jedem reinreden lassen. Er hat nicht seine Linie durchgezogen. Ist das auch klar, dass wir das muss man sagen auch, dass der Julian ein Top-Trainer ist und wir haben einen Top-Kader, aber wie ich schon gesagt habe, diese Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer hat einfach nicht gepasst. Er sagt es aber auch nicht, dass die Mannschaft nicht mehr für den Trainer spielt, Alter. Hinter Julian gestanden, aber mussten dann am Ende diese harte Entscheidung treffen. Ich halte es auch als absolute Verpflichtung, ja, sowohl von Hassan als auch von mir, den Trainer Julian Nagelsmann in allen Situationen immer hinter ihm zu stehen und ihn auch zu stützen. Und Hassan hat es gesagt, wir haben viel geredet, viele Diskussionen, immer sehr offen. Ja, sind wir ehrlich, das ist jetzt Wischiwaschi, ne? Das ist einfach nur PR-Gelaber. Wie gesagt, man hätte sonst intern kommunizieren müssen und zwar schon vor Wochen. Hier, das ist der Trainer und der wird auch nächstes Jahr Trainer sein. Und wenn ihr hier keine Leistung bringen wollt, dann verkaufen wir euch am Ende. Auf dem Platz zeigt, so, dann hätte man so mal auf den Tisch kloppen müssen. Dass es sich bei den Resultaten zeigt. Das hat es aber eben so dann nicht mehr getan. Und dann muss man eben auch, und das ist unsere Aufgabe, diese Verantwortung wahrnehmen. Und dass man ihn dann rausschmeißt, wenn die Mannschaft nicht mehr hinter dem Trainer steht, ist doch normal. Alter. So ist das Geschäft, da müssen wir nicht drum herum reden. Aber dieses Gelaber jetzt, ja, wir standen immer hinter ihm bis zur letzten Minute und so, ist halt dummes Gelaber. Alter. Machen wir uns nichts vor. Marc Gabel von RTL.
dann hätte man ihn nicht rausgeschmissen. Inwieweit hat auch der Zeitdruck eine Rolle gespielt, dass Thomas Tuchel natürlich möglicherweise dann jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer, dann tatsächlich vom Trainermarkt weg gewesen wäre? Also dass der Faktor Zeit und dass man da jetzt schnell handeln muss, hat wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt. Ja, da kriegen wir auch keine ehrliche Antwort. Ja, wir haben uns, wie ich schon gesagt habe, als wir das Spiel in Leverkusen verloren haben, haben wir uns am Montag zusammengesetzt und haben nochmal alles analysiert. Fußball ist einfach ehrlich, wenn man die Daten anschaut, wenn man die Ergebnisse anschaut, und oft gleicht sich das auch in der Saison aus, dann muss man einfach sagen, dass wenn man sieht, dass diese Leistungskurve nach unten geht, dann beantworte einfach die Frage, Alter. Ist man vielleicht auch gezwungen zu reagieren. Wie Oliver schon gesagt hat, man hätte sich das weiter anschauen können und vielleicht weiter laufen lassen können. Wir haben geglaubt, zwischendurch haben wir gehofft, aber wenn man dann am Ende nicht mehr überzeugt ist, dann muss man reagieren. Und dann glücklicherweise ist natürlich auch so, dass jetzt so eine Top-Option am Markt war. Top. Und dann ging das schnell. Ja, vielen Dank. Dann machen wir Tobias. Ja, machen wir uns nichts vor, der wäre weiterhin Trainer, wenn der Tuchel nicht verfügbar gewesen wäre. Machen wir Tobias Altscheffel. Ich will oder ein anderer Top-Trainer. Ne? In Rotation bringen. Tobias Altscheffel. Sollen wir uns ja alle nichts vormachen. Hier ist eine Frage an Oliver und an Hassan. Oliver, der Torben Hoffmann hat es ja gerade richtig gesagt, ihr habt den Julian Nagelsmann sehr stark unterstützt. Wie war es denn, als du ihn am Donnerstagabend dann angerufen hast? Wie war seine... Ja, er hat sich super gefreut. Kopf geschlagen, was für eine dumme Frage, Alter. Und Hassan, du bist der wahrscheinlich am ehesten oder am meisten das Ohr an der Mannschaft hat, neben dem Trainer. Du sagst, es hat irgendwann zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr gepasst. Es geht ja viel um die Kabine beim FC Bayern. Hat Julian Nagelsmann die Kabine gewissermaßen verloren oder wo waren da die größten Probleme zwischen Mannschaft und Trainer im Zusammenspiel? Vielen Dank. Also für uns hatte das im Rahmen dieses ganzen Prozesses absolute Priorität, dann eben auch zuerst mit Julian zu sprechen und ihm eben dann auch unsere Entscheidung mitzuteilen. Und das haben wir dann auch gestern getan und auch das war ein sehr offenes Gespräch. Und Alter, die müssen das jetzt nicht so hinstellen, als wäre jemand gestorben, Alter. Was ist denn los? Gibt schönere Dinge im Leben, natürlich ist man da. Mein Gott. Wir haben es doch gerade ausgesprochen. 10 Spiele, 5 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. So viel Unentschieden, Niederlagen haben wir sonst in der ganzen Saison, Alter. Punkt. Und wir haben fertig die Situation genauso erklärt, wie wir sie Ihnen hier gerade erklären, was wir gesehen haben, was wir analysiert haben. Und er hat das aufgenommen, er hat das verstanden und in vielen Bereichen haben wir ähnliche Gedanken. Und unterm Strich war das, denke ich mal, so, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Ich habe es gerade gesagt, nachdem wir jetzt 1,75 Jahre immer offen und ehrlich auch zusammengearbeitet haben. Vielen Dank. Hassan, möchtest du noch? Ja, wie ich schon gesagt habe, die Konstellation, sage ich mal, hat man ja gesehen. Wenn da sieht man ja, sage ich mal, Abbild von allen sieht man dann auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz und natürlich in der Bundesliga oder in den Pflichtspielen. Man hat ja gesehen, dass wir es nicht schaffen, eine homogene Leistung auf den Platz zu bringen, dass wir diese Energie nicht auf den Platz bringen. Vielleicht punktuell ab und zu mal, aber wenn wir... Dann, wenn die Spieler für sich gespielt haben, wie in der Champions League. Sind, wenn Mannschaft und Trainer, sag ich mal, normalerweise 2 sein müssen und bei uns ist eben minus 0 oder 0,5 ist und wir immer kämpfen und sag ich mal, Bochum in diesem Wert irgendwo oder Mannschaften, die unten stehen, bei allem Respekt, wir immer kämpfen müssen und viel aufbringen müssen, dass wir irgendwie die Spiele gewinnen. Bei diesem Invest, was wir haben,
ist natürlich, dann kommen wir natürlich zu diesem, in der Analyse, zu den Ergebnissen, dass wir eben reagieren müssen. Und ich glaube, dieses Abbild, diese Konstellation hat einfach nicht mehr gestimmt. Ja, vielen Dank an Julian Wolf von Welt am Sonntag. Alter, ich sage genau das, was ich gestern in meinem Video gesagt habe, Alter. Nochmal in Bezug auf die Wir Mannschaft. sind so. Du hast es nach dem Leverkusen-Spiel auch sehr hart kritisiert, was die Einstellung mancher Spieler angeht. Und es gab immer wieder Undiszipliniertheiten auch in den vergangenen Monaten. Vielleicht kann der Trainer da was für. In erster Linie ist es wahrscheinlich Eigenverantwortung der Spieler. Also ein bisschen zugespitzt gefragt, inwiefern habt ihr das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft diesen Trainer auch irgendwo auf dem Gewissen hat jetzt? Ja, ich habe es gerade gesagt. Also wir müssen einfach, wir schauen die Trainingseinheiten, wir schauen natürlich die Pflichtspiele und wenn diese Energie dann nicht stimmt, und das haben wir ja in Leverkusen am besten nochmal gesehen, nochmal die Bestätigung bekommen, wie wir uns, wie ich schon gesagt habe, die Leverkusener haben natürlich am Donnerstag gespielt, sind nochmal zurückgereist und wir waren einfach nicht in der Lage, die Mentalität, die Zweikämpfe richtig zu führen. Ja. Deswegen mussten wir uns nochmal zusammensetzen und müssten nochmal analysieren. Und wie ich schon vorher gesagt habe, wenn man eben diesen zweiten Part der Saison sieht, dann ist das keine Phase mehr, sondern die Leistungskurve immer weiter nach unten zeigt, dann ist man gezwungen zu reagieren. Vielen Dank. Sehe ich genauso. Weiter bitte mit Georg Holzner vom... Habe ich ja gestern schon in dem Video gesagt. Ja, auch eine Frage an beide. Wenn man diese knapp 2 Jahre jetzt von Julian Nagelsmann nochmal rückblickend bewertet und auch die Entscheidungsfindung damals, als man ihn verpflichtet hat, war das vielleicht von Seiten des FC Bayern auch ein bisschen naiv zu glauben, dass ein 33-Jähriger diese Mannschaft führen kann? Auf jeden Fall war das zwischendurch so, dass man ihm zu viele Freiheiten auch gegeben hat, mit Wunschspielern, die man ihm ermöglicht hat, oder auch mit dem Torwarttrainerwechsel und so weiter. Oder es kommt noch mit dazu, dass man ihn vielleicht auch hätte mehr unterstützen müssen, weil er eben noch sehr jung ist und vielleicht auch von der Führungsetage mehr Unterstützung gebraucht hätte, um diese Mannschaft zu führen. Ich habe es gesagt, Julian ist ein Top-Trainer, wir haben einen Top-Kader, aber nach 1,3 Jahr muss man sagen, und wie ich schon gerade gesagt habe, wenn man diesen zweiten Part der Saison sieht, dann hat die Konstellation einfach nicht gestimmt. Und natürlich haben wir den Trainer von der ersten Minute, so wie Sie sagen, zu 100% unterstützt. Ich glaube, das haben auch diese Gespräche, wie der Oliver gesagt hat, gestern, wie vertrauensvoll, wie wir miteinander umgegangen sind, gezeigt. Wir werden das immer wieder machen und haben den Julian von der ersten bis zur letzten Minute unterstützt. Das muss der ist ja auch nicht sein. Doof, der wird ja auch gemerkt haben, dass die Spieler nicht für ihn spielen. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Ne? Nach bestem Wissen und Gewissen die beste Entscheidung für den FC Bayern treffen. Das haben wir getan. Oliver, ja, das haben wir auch alles gesagt, Alter. Ja, es gab ja auch mal eine Phase, ich glaube, das war noch zur Corona-Zeit, wo Julian ja auch von der Kommunikation sehr, sehr im Fokus gestanden ist, was natürlich auch, ich sag mal, normal ist, weil eben ein Trainer ja auch 1-2 Mal in der Woche eben zur Pressekonferenz muss, und er hat da viele, viele Themen, was ja auch eines seiner Stärken ist, hat er viele Themen auch, ich will nicht sagen wegmoderiert, aber er hat über vieles gesprochen, und damals wurde ja dann auch so ein bisschen darüber diskutiert, genau diese Frage, sollten wir uns da nicht noch mehr involvieren? Darauf habe ich ja auch gesagt, ich bin auch ein bisschen in mich gegangen, habe mich überprüft und bin ja dann auch mehr nach außen gegangen, und ab diesem Zeitpunkt war das eigentlich so, wie Hassan das gesagt hat. Ich glaube, dass wir ständig im Austausch waren, dass wir über alle Themen diskutieren konnten, dass wir auch mal die Möglichkeit hatten, oder ich auch mal die Möglichkeit hatte, hier die ein oder andere Erfahrung aus meiner Zeit auch an ihn weiterzugeben. Ich sag's euch, die haben den, also ich alle denke, haben den reingequatscht. Die Zusammenarbeit mit Julian dann auch aufgebaut hat, und das kann nicht zielführend sein, wenn sich ein Sportvorstand und ein Sportdirektor irgendwie zu unterstützen.
Das geht nicht. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch 2 oder 3 Fragen zulassen, bevor wir dann zum zweiten Teil mit Thomas Tuchel kommen. Ja, ganz genau. Alles gesagt. Vom Spiegel. Frage an beide. Ich wollte ganz gerne noch mal auf die Konstellation eingehen, die Sie erwähnt haben. Das sucht ihn noch. Zwischen Mannschaft und Trainer. Haben Sie denn auch versucht, mal in die Mannschaft reinzuhören? Also haben Sie das Gespräch gesucht mit Spielern, um zu eruieren, wie das funktioniert? Ja, das beantwortet doch alles. So, dass, wie damals bei Niko Kovac, was man gehört hat, Führungsspieler zum Vorstand gekommen sein, um zu sagen, dass es nicht mehr funktioniert. Sind Spieler denn aktiv zu Ihnen gekommen und haben erzählt? Als wenn Sie das sagen würden. Wir sind wirklich in ständigem Austausch mit den Spielern und wir haben wirklich ehrliche Spieler. Das ist ein Top-Kader, das sind super Jungs. Aber leider sieht man ja, dass diese Leistung, diese Topform nicht auf den Platz bringen. Das muss man eben analysieren, haben wir auch oft darüber gesprochen. Aber oft gibt es natürlich auch diese Situation, wo man sich das nicht so richtig erklären kann. Warum kriegen wir nicht diese Disziplin auf den Platz, diese Energie auf den Platz, diese Mentalität auf den Platz? Darüber haben wir oft gesprochen. Wie ich schon gesagt habe, Julian ist Top-Trainer, aber diese Konstellation hat irgendwie nicht gestimmt. Ja. So, was ich gestern schon gesagt habe. Kann mich auch nur wiederholen. Als Vorstandsvorsitzender habe ich natürlich. Die Mannschaft spielte nicht mehr für den Trainer. Das hat man gesehen in den letzten 10 Bundesliga-Spielen plus Champions League. Es gibt noch viele, viele Dinge, die ich. So, die Champions League haben wir uns den Arsch aufgerissen, weil die Spieler für sich gespielt haben. Und in der Bundesliga so, ja, ist ja nicht ganz so schlimm, wenn wir jetzt nicht Meister werden. Wir bringen nicht so Leistung, dass der Trainer gefeuert wird. Trotzdem ist es natürlich der Kern. Traurig. Sehr traurig sogar. Auch bei der Mannschaft zu sein, auch mein Ohr nah an der Mannschaft zu haben. Deswegen ist ja auch die Zusammenarbeit zwischen Hassan und mir so extrem wichtig. Und ich versuche auch immer, das Gespräch zu suchen, mal die Spieler zu mir ins Büro auch kommen zu lassen, mal einen Kaffee zu trinken, hier und da mal reinzuhören. Und ich glaube, das ist ja auch die Stärke dieses Clubs, die Stärke dieses Vereins. Deswegen sitzen wir beide ja auch hier. Und dass der Vorstandsvorsitzende eben auch aus dem Sport kommt, das ist ja ein gewolltes Modell, was es so ja nur noch ich glaube, so nur noch bei Ajax Amsterdam gibt mit Edwin van der Sar. Und das ist gewollt, dass auch ich natürlich immer wieder versuche, da wo es möglich ist, eben mal mit den Spielern zu sprechen, hier und da auch mal Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, dass uns das in der letzten Zeit sehr, sehr gut auch gelungen ist und wir zu jeder Zeit auch ein sehr klares Bild hatten, wie denn die Spieler denken, wie sie fühlen und in was für einer Situation sie sich befinden. Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit, aber wir wollten es Ihnen ermöglichen. Jetzt machen wir die letzte Frage, noch Julian Buhl von T-Online. Zu dem Komplex, du hattest dich gemeldet? Ja. Zu dem Komplex, bevor wir dann den Thomas Tuchel dazu bitten. Ja, Sie haben beide davon gesprochen, dass die Entlassung schwierig und auch emotional für Sie war. Wie war die Reaktion von Julian Nagelsmann da? War da die Enttäuschung auch spürbar? Vielleicht auch über die Art und Weise, wie die Trennung jetzt abgelaufen ist. Er hat ja auch schon vorher davon gelesen. Anfang der Woche gab es noch das Statement von Herbert Hainer mit dem Langzeitprojekt. Tatsächlich war es wirklich, und habe ich auch am Anfang gesagt, wirklich eine schwere und emotional schwere Entscheidung für uns beide. Besonders für mich, der jeden Tag mit Julian in der Kabine saß, jeden Morgen zusammen ist doch klar, dass es schwer war. Diskutiert haben. Müssen Sie auch beide eingestehen, dass Sie das überschätzt haben. Klar ist es immer wirklich, wenn es so vertrauensvoll ist, wenn man so eine Bindung hat, so eine Entscheidung zu treffen, glauben Sie mir, sehr schwer. Wir haben diesen Prozess angefangen erst Montag, nachdem wir alles analysiert haben und nicht in einer Sekunde
war vorher irgendwie ein Gedanke, irgendwie einen anderen zu kontaktieren oder irgendwas anderes zu machen, sondern es war uns wirklich klar, dass wir wollten immer bis zur letzten Sekunde einfach hinter Julian stehen, ihn unterstützen. Und dann, als wir das analysiert haben, als wir die Entscheidung getroffen haben, dass, wie ich schon gesagt habe, diese Leistungskurve einfach oder dieser Trend einfach nicht mehr nach oben geht, dann haben wir Thomas Tuchel kontaktiert. Dienstag das erste Mal getroffen. Schickte Frage wieder ausgewichen, ne? Zu Ende. Natürlich aber war die Frage auch für Julian dann, was ich gefreut hätte, Alter. Mitbekommen hat. Schwer, ist klar, aber wir haben, als Thomas Tuchel eben zugesagt hat, als ersten Julian angerufen. Wir konnten nichts dafür, dass es vorher, und ich glaube, ihr wisst ja alles, dass wir damit gar nichts zu tun haben, sondern dass das von der dritten Person durchgeleakt wurde sozusagen, bevor wir überhaupt die Zusage von Thomas Tuchel hatten. Deswegen war uns wichtig, ganz wichtig, dass wir als ersten Julian anrufen, dass wir ihm sagen, dass wir ein persönliches Gespräch führen wollen. Und natürlich ist das in dem Moment emotional schwierig. Aber wie gesagt, gestern haben wir diese Gespräche geführt, nicht nur mit Julian, sondern mit den Co-Trainern. Und die Gespräche waren einfach vertrauensvoll und wie bis zum letzten Moment die Zusammenarbeit einfach gut, verständnisvoll. Und jeder von denen hat es ja eben so gut wie möglich verständnisvoll aufgenommen. Ich glaube, da haben wir uns sehr, sehr korrekt, fair verhalten, so gut es natürlich möglich ist in diesem Prozess. Okay. Danke, Oliver, wenn du noch dazu was sagen möchtest, sonst können wir auch den Teil jetzt dann beenden. Herzlichen Dank. Wir holen den Thomas Tuchel rein. Kurzer Break, 2-3 Minuten und dann zum zweiten Teil. Dann geht's weiter. Danke. Okay, Leute, ich werde hier das Video beenden und zum Tuchel machen wir mal ein neues Video. Ich kann es ja nur noch mal wiederholen. Ja? Ich meine, jetzt so am Anfang so dieses Gequälte und bla und so zu tun, als ob der Trainer irgendwie verstorben ist, finde ich ein bisschen zu hart. Ich glaube schon, dass es die ein bisschen mitgenommen hat, weil sie sich halt auch eingestehen müssen, dass sie bei der Verpflichtung halt Fehler gemacht haben, das auf 5 Jahre zu setzen und so weiter. Ja, aber am Ende ist es das Geschäft, ja. Wie gesagt, 10 Spiele in der Bundesliga, 5 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Bei den Siegen auch meistens nicht überzeugt. Da müssen wir nicht weiterreden. Ja? Die Mannschaft hat einfach nicht mehr für den Trainer gespielt. Punkt. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, wie ich es vorhin schon sagte, man hätte sich vor Monaten schon hinstellen müssen und sagen müssen, hier, das ist der Trainer die nächsten 3 Jahre. Und wenn ihr das nicht wollt, dann werden wir euch veräußern. So, das wäre die andere Möglichkeit. Ja? Aber so ist leider das Geschäft. Die Spieler sind immer am längeren Hebel. Sieht man leider immer wieder. Und das ist bei uns nicht anders. Ja? Bei uns noch schwieriger, wenn es um so viel Kohle geht. Da müssen wir uns ja alle nichts vormachen. Gut. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wer Bock hat, nächstes Video hauen wir uns rein, was der Thomas Tuchel so zu sagen hat. Ich bin gespannt.